Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieurle. Und ja, da sind wir wieder am Zeichenbrettle. Das ist da wieder weitermachen am eigenen Blästerle. Und ja, heute haben wir ein bisschen was vor. Kleine Verbesserungen. Also, wir müssen den Schieber noch verbessern, aber das ist nicht das Erste, was ich mache. Erstmal müssen wir da die Modelle ein bisschen, das Motormodell anpassen. Seht, das machen wir ein bisschen größer. Da machen wir unten, den Teil machen wir realistischer nachher noch. Ja, gleich mal die Messwerte anpassen. Und jetzt das ein bisschen. Seht, das passen wir jetzt an die Realität ein bisschen an, dass wir nachher halt da mit dem Gehäuse einfach so kompakt werden können wie möglich. Oder also habe ich jetzt einfach 4-mal kopiert oder 3-mal kopiert, einmal anpasst, 3-mal kopiert. Und jetzt sehen wir schon den Schwungrädlerskäfig, den entwerfen wir neu. Weil das war ein bisschen, das jetzt nochmal auszuschneiden. Da seht ihr schon, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen einmal gelöscht und neues Würfel erstellt und ein bisschen Punkte hin und her geschoben. Das seht ihr jetzt da im Schnelldurchlauf, wie schnell das entsteht. Und das hat dann echt jetzt auch nicht arg viel länger gedauert. Also, das waren ein paar Vorträge, ein paar Serienfolgen und gut ist. Dann ist es schneller erstellt. Und da den Crash, wie das da so auf Neudeutsch heißt. Das habt ihr jetzt gesehen, das haben wir auf beide Seiten 1 Millimeter rübergeschoben. Das heißt, das müsste jetzt 2 Millimeter enger sein. Das dürfte dann jetzt auch passen. Da seht ihr, Löcher schon ausgeschnitten. Und dann machen wir da noch die Rinne für den Pfeil rein. Und jetzt gucken wir, dass die Schnittstelle, das auch nach hinten geschoben, da sparen wir uns da den Klotz an Material schon. Und vor allem, wichtig ist, wir haben später einfach mehr Freiheiten, wenn wir da irgendwas umsetzen wollen. Weil die Technik soll so kompakt wie möglich sein. Und da können wir natürlich, ich meine, das ist jetzt irgendeine Schnittstelle, die man halt ausgedacht hat. Und das müssen wir auch kurz selber machen. Das hat mit dem Ausschneiden nicht so geklappt. Aber das ist schon, ja, das ist ein bisschen den Barrel Lock, wie das so auf Neudeutsch heißt, nachempfunden. Aber da können wir später auch irgendwas anderes vorne reinhängen. Das ist, haben wir noch überlegt, vielleicht machen wir das nochmal anders. Aber das wird sich zeigen, dass man den Teil ganz nach unten zieht. Dass man dann vielleicht nochmal mehr machen kann. Oder das wird sich alles zeigen, was ich dann so irgendwann mal so brauche. Und ja, was sich so an Idee ergibt. Da viele Flächen zusammenklicken, das hat ein bisschen. Das hat jetzt in dem Zusammenschnitt dauert das nicht so lang wie in echt, aber das ist halt ein bisschen Punkte hin und her schieben und Zeugs machen, das ist okay. Ist ein Netzgeschäft mal zwischendrin. Und dann der Drucker beschäftigen, da muss ich nur ab und zu mal vorbeigucken, das ist jetzt nicht so dramatisch, das kann man mal machen. Da ist jetzt da, die Schnittstelle geht jetzt ein bisschen nach unten. Da den Teil auch noch ein bisschen Linien einschneiden und hin und her schieben und dann drucken und hoffen, dass passt. Das ist so meine Vorgehensweise, die ingenieursmäßige Vorgehensweise. Also in dem Moment Ingenieur mit Ö geschrieben, also nicht so ganz richtig. Ja, halb so wild. Und da haben wir jetzt da, so sieht es jetzt aus. Und jetzt seht ihr, hey, jetzt machen wir erstmal das Schieberle. Machen wir erst Schieberle. Ja, da ist mir aufgefallen, das muss auf beide Seiten eigentlich angeschrägt sein, weil eigentlich sollte das Schieberle wesentlich länger sein. Das ist ein bisschen angeschickt, weil da rutscht das nächste Pfeil will schon rüberrutschen und dann klemmt das Schieberle ein. Und dann müsste ich hinter eigentlich eine viel stärkere Feder einbauen, dass das Schieberle zurückzieht. Das hätte, also, ja, da kann es sein, dass man die Unterseite vom Magazin doch noch irgendwann mal modifizieren müsse, dass der Schieber da komplett so vorgeht, dass es den anderen Pfeil blockiert. Das wäre wahrscheinlich die idealere Lösung, weil das ist bei anderen Magazinen ist es ja auch so, das Schieberle fährt über das Magazin drüber und blockiert dann den nächsten Pfeil dass er der nicht nach oben. Also, und bei mir geht halt der Pfeil der quetscht sich so um das Schieberle rum und da hat das Schieberle ein bisschen mehr Widerstand, das ist auch geschickt. Habe ich nichts gedacht, aber ja. Dann müsste man halt dann, wobei die Unterseite vom Magazin, das ist scheiße, da ist dann nachher die Feder drin. Ja, gut, man könnte jetzt da so den Schnitt machen, dass dann
das Schieberle dann, das wird nicht ganz einfach, wenn man das machen muss. Aber das sind Probleme und Probleme sind zum Lösen da. Jetzt da seite ich noch ein bisschen. Jetzt machen wir da die Unterseite, das Ding ist jetzt auch ein bisschen, ist jetzt weniger Material geworden, das ist wichtig. So wenig wie möglich Material, dass wir nachher so viel wie möglich Spielraum für die Optik haben von Blästle, fürs Design halt. Dass wir da verschiedene Sachen umsetzen können. Und klar, man könnte da jetzt auch eine dritte, vierte Stufe ergänzen und alles. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und irgendwann will ich auch so Lichtlein einbauen, dass das Pfeile vorglüht wird. Also nicht das, wie schon gesagt, nicht das Vorglühen, was ihr so am Wochenende macht, sondern dass das dann halt, weil derzeit haben wir ja schon in dem Blaster immer schön brav da so Glow in the Dark, also so Pfeile, die nachts leuchtet drin. Aber die leuchtet halt nur, wenn sie vorher genug Licht abgekriegt haben. Und da brauchen wir so ultraviolette LEDs oder sowas. Das könnte man da schon einbauen in den Lauf. Dass das dann, oder vielleicht auch schon Schwungrädlerskäfig. Da könnte man das so ein bisschen rausscheinen lassen. Das sind alles Dinge, aber alles nach dem anderen. Erst muss die Schießfunktion gescheit klappen. Und jetzt seht ihr, da machen wir einen Ausschnitt und da haben wir auch gescheite Schrauben designt. Dass das sauber hält, weil das mit der M3 Gewindestange, das ist ja nicht so schön. Also das ist halt auch, das wollen wir nachher auch noch anpassen, dass die ein bisschen gemütlicher durchgestecken Gott und nicht so Nacharbeit braucht. Das sind alles so Dinge, das lernt man dann ein bisschen, dass man da die richtige Toleranz einhält, dass es halt auch zum einen hebt, aber zum anderen auch leicht zu montieren ist. Und das finde ich alles ein bisschen raus, weil ich will ja nachher auch Bleisterle, dass man dann vielleicht auch mal, da wo man auch ein bisschen ein paar Stück von produzieren kann, unterschiedliche Typen und Zeugs und was da langfristig der Plan ist, das kann ich noch nicht sagen, weil ich habe noch keinen. Das sage ich euch dann, wenn ich einen Plan habe, wenn ich weiß, was ich damit machen will und wenn das einen gewissen Stand hat, wo ich sage, okay, und jetzt überlegen wir einen Plan zu machen. Da auch der Kabelkanal habe ich ein bisschen anpasst. Die Rampe haben wir beim letzten Mal schon gehabt. Und jetzt halt den ein bisschen mittiger reingesetzt, dass man die Kabel nicht so biegen müssen. Das war am Anfang. Hätte ich gleich so machen sollen, aber ja, da baut man das auf und stellt fest, das Kabel da so um die Ecke rumquetscht, ist halt scheiße. Weil das eigentlich bei dem Modell mittig rauskommt. Und dann muss das eigentlich auch mittig dann nach hinten geführt werden. Gut, das muss irgendwann mal auf die Seite, weil in der Mitte ist das Schieberle. Aber das sind alles so Dinge. Das war mir. Da ist die Langkurve am Anfang recht steil. Und da vorne, da machen wir noch 2 Gewinnstangen, oder seht sie zumindest vor. Ich glaube, die mittlere muss ich jetzt nicht unbedingt montieren, aber die vordere, das kann dann nachher schon sinnvoll sein. Ich weiß nämlich auch noch nicht, wie man die ganze Verkleidung montiert und wie man das geschickt machen kann. Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber das überlegen wir uns dann, wenn wir Verkleidung machen. Weil wenn das jetzt alles klappt und der 3D-Drucker das also alles rauslassen hat, dann machen wir als nächstes dann mal Schulterstütze, dass wir die Batterie auch sauber verstauen können. Und dann gucken wir, dass wir da uns was überlegen, wie das nachher gestaltet werden soll. Und das wollen wir wahrscheinlich nicht bloß einmal machen, weil ihr seht, das ist alles ziemlich modular. Und ja, jetzt sind wir schon fast am Ende, jetzt gucken wir nochmal drüber. Es sieht doch schick aus. Und vor allem ist es recht kompakt, also da können wir jetzt vorne Lauf und Zeugs und irgendwann Munitionszähler und was weiß ich und vielleicht auch einen Chronographer einbauen und Zeugs, also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Einzige ist dann, Zeit ist halt limitiert. Also lasst ein Abo da, unterstützt den Kanal fleißig, dann habe ich irgendwann mehr Zeit für das Zeugs, da kann ich noch mehr machen. Und bis dahin sind wir aber fast am Ende. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Bastler und viel Spaß beim Blästern. Euer Blasteringenieur.